Party, Platt und Plüschwurst. Mit der Leven Hilka und mit mir, der Lisa. Und Hilka, Hüt, fangen wir mal an. Kennst du Filme schlecht verklort? Sagt dir das was? Nee, ich denke da bloß gerade so ein Bait an Sharknado oder so. Ja, Sharknado kann einen irgendwann nicht schlecht verkloren. Das war mal, ich glaube, das ist ein paar Jahre her, aber du war das so eine Challenge, dass du in ein Satz einen Film als schlecht als möglich verkloren deist. Mhm. Und ich versuch die nu ausfilmen, worum wie oder wie Hü schnackt, in ein Satz als schlecht als möglich zu verkloren. Bist du bereit? Mhm. Okay, also, der Film, um den das wie aus Hüt gehen deit, ist, ein Grupp brugt nägen Stunden um ein beten Schmuck traurig zu geben. Lang Damit ist das, doch allen secht, oder? ja, aber lang das denn eigens mit den nächsten Stunden, weil du hast ja das Prequel vergessen. Oh, ja, ja, Gott. Wie blieb erstmal ohne Prequel? Genau, also für alle, die vielleicht den Titel nicht lest, Herr von der Volk, Hilka, warum geht das Hüt? Wo schnackt die Hüt über? Ja, wir schnacken über einen Film und der heißt auf Hochdeutsch Herr der Ringe, auf Englisch Lord of the Rings. Und da sind wir all bei einem Problem, Lisa, denn wo schön wir das eigentlich so platt übersetzen? Heißt das denn nur Herr von der Ringe oder Herr über der Ringe, beträgt es wie es eigentlich mit wir auch sagen, Kringen. Also Herr über, Kringen? ja, Kringen. Ah, gab es so singen da ist. Ja. Ja, also Herr von der Kringen oder Herr über der Kringen. Was glaubst du? Ich bin mir da auch nicht sicher. Ich will sagen, Herr würde Kringen, aber einfach nur von meinem Gefühl. Ich kann das auch nicht so richtig grammatikalisch begründen. Ja, denn ich bin auch mehr wie Herr würde kriegen. Also mit Ja. der hochdeutschen Genitiv ist das ja auch irgend so eine Sache, ne? Das ist ja besitzanzeigend. Also, wie es ja, weil die gehören halt, aber in diesem Fall würde ich eben nicht sagen Herr Funderinge, sondern eben Herr Överderinge, Herr Överdekringen, weil Mhm. das ist ja ein, der ein Herrscher eigens ist, ne? Nicht ein, Ja. der bloß die Kringen gehören, sondern der über der Kringen herrscht. Darum denke ich, ob platt will ich muss sagen, Herr über der Kringen. Gut. Dann mochte wir das nun als Kanon, als wir das dazu so schön singen, das ist nun Lore. Herr über der Kringen, okay, happy das Herr würde klärt. Kringen. Ja, wo sind wir da eigens auf dieses Thema kommen? Ich weiß, ich habe im Winter so ein Herr über der Kringen Marathon morgt. Ja. Magst du das ein Jahr oder tau gewissen Tiden, ihr müsst mal wedde? Oh nee, eigentlich ist das bei mir nicht so regelmäßig. Ich Hm. weiß auch gar nicht, warum ich glaube, immer Lust ob ha. Ich weiß, ich habe für ein Jahr oder so angefangen, The Hobbit zu kicken. So. Und dann habe ich aber, ich weiß auch nicht, wie gar kein Tiet mehr hat. Und dann waitet aber in Februar, glaube ich, aber so, dass ich dachte, oh, das ist Winter, ich mag gar nicht nach Buten gehen, ich mag mit der Hm. Tourist kommodig und dann habe ich dort ein Weekend echt so, no kiki der Aldor. Ein Weekend, ich wäre allein zu Hus und habe dann ein Weekend bloß der Hobbit, der ein mit 3 und Herr von der Kringen keken. Das ist echt hardcore. Das, Aber ja. das ist echt hardcore, weil auch, das ist ja so spannend eigens, ne? Wie der Herr von der Kringen, 3 Böcke, 3 Filme, der Hobbit, ein Lütschetbog, 3 Filme. Wo steigst du denn so tau, den Hobbit? Wirst du sagen, sind gaue Prequels und das wird sich gaut kicken? Oder sagst du wirklich, okay, nur Herr über die kriegen, das ist das War für mich? Nee, der Hobbit, das sind super gute Filme, muss ich all Mhm. sagen. Also besonders die Drachen. Also, Mhm. Ja, wow. ja. Das ist echt irre. Das hätte mir richtig umhaut.
Aber ich muss sagen, Baventau ich ja Spruch- und Literaturwissenschaftler bin, ich hefte Herr über de Kring nicht gern lesen. Ach, ja. Ich weiß nicht warum. Also, der Hobbit habe ich richtig gern lesen, aber der Herr über de Kring nicht. Und bitte, bitte, liebe Taurus, deit mir nicht durchschlagen. Aber ich weiß nicht, ich lebe mittelalterliche Literatur. Und ich lebe das mir mit, auch mit der Sprache untereinander zu setzen. Aber diese Stil zu vertellen, kann ich gar nicht auf. Und das ist ja die große Leistung von Tolkien, dass er den mittelalterlichen Vertellstil perfekt kopiert hat. Hm. Aber das ist, also in den Filmen, da kommt das ja gar nicht so richtig Gräuwe. Aber wenn du dir an die Bölkerpflicht erinnern kannst, da war ja über Sieden und Sieden und Sieden vertellt, ob welk Art und wie es der ein, der Anna, die Knorkenkötzlohn deit und was der ein anhät und was er nicht anhät. Und das findest du, Ja. ja, Machst du einmal ganz kurz vertellen, was der mittelalterliche Stil, was dazu morgen deit? Ich bin noch nicht ganz so drin. ja, der mittelalterliche Stil. Wenn einmal einen mittelalterlichen Roman lesen hätte, zum Beispiel Parzival oder wenn die Parzival ist ein gutes Beispiel, das andere gute Beispiel ist vielleicht das Epos De Nibelungen. Ich glaube, das hätte jeder einmal hört. Da ist der typische Vertellstil, kann man das irgendwie sagen? Vertellstil? Ich glaube ja, oder? Schon. Ja, sech viel nur irgendein Vertellstil. Als ich das eben secht ha, da ward über Sieden betreckens dies Reime, also ja, in Strophen, vertellt, wat de Lü now anhebt. Wat de Lü in er Schatkisten dabei hebt, wat für Smuck, wat für Kleders, wo er Perl an trocken sind oder auch über Sieden und Sieden, wo de Lü sich de Köp ins Lohn hätt. Hm. Und das ist so für mich moderne Aufmerksamkeit zu viel. Aber wenn wir uns zurückdenken in Mittelalter, da habt ihr Leute das ja brucht, denn die habt ja keinen Fernseher oder sowas, habt keinen Kikast. Also habt so die Sänger, die Minnesänger, die Barden, die Lü ja in viele Wör und Strophen vertellen müssen, wo ein sich das vorstellen muss. Ja. Das ist das eben, aber das ist für mich von doch eigens zu viel, weil da passiert ja nichts. Da ist ja keine Ja. Handlung. Die Leute dopt ja nichts. Ein wird bloß vertellt, wo einer nur gut sehen hat. Und, und das ist auch mit der Verwandtschaftsbetrecken zwischen der Elben, also jeden, die auch das Silmarillion lesen hat, die kennt das auch. Oh, das ist eine Verwandtschaft betrecken zwischen der Elben. Da denkst du, meine Güte, das ist auch irgendwelchen zu viel. Aber in Mittelalter wäre das bannig wichtig zu wissen, wo Kano mit Kane da so in Verwandtschaft hat. Ja. und das hat Tolkien auch echt perfekt kopiert. Ja. Also eine große Leistung. Für mich ist das aber eigentlich nichts. Und darum, Gott sei Dank gibt das die Filme und da ist dann irgendwie Fantasy und Leifte bin wunderbar. Ja. Ich muss dazu sagen, Lisa, ich weiß nicht, wofür du die eigens mal mit der Achtergrund von der Herr von der Kring, über der Kring, ich sag auch von der Kring, aber wer habt ja gesagt über der Kring? Der Herr über der Kring, hast du die da mal mit der Achtergrund auseinandersetzt? Ich habe so ein Lütsch beten. Ich habe mal beten oder einen Podcast gehört über das Silmarillion, was ich wirklich bannig spannend fand. Denn ich denke, für all die, der das nicht so weit, der nur überlegt, okay, was ist das Silmarillion? Das ist ja quasi so aus der Grundlage von der, wo die Welt entstanden ist. Mhm. Von der Herr über die Kring. Und dann habe ich noch mal beten, was über das Leben von Tolkien hört. Was ich auch bannig spannend finde, wo Jümes, also du vertellst sicher noch irgendwann über das Leben von Tolkien, so was ich die kenne da.
was so spannend ist und wo viel der von seinem Leben ähm, in diese Böll gesteckt hat, ist wirklich, das ist echt nicht hervorten. Und deswegen, ich weiß so nicht späten, ich weiß ein Beten, was, wo die Welt entstanden ist und über das Silmarillion. Aber ansonsten weiß ich gar nicht so viel. Ja, du hast es richtig gesagt, das Silmarillion, bei das erste Buch, das ist all Negentijn, Söventein gut kommen. Betreckens bis hey hätte das Negentijn, Söventein schreiben und das ist dann posthum, also achter hey dort bleiben ist Ruth kommen, das hätte dann sie Söhn Ruth gebracht. Hm. Und das Silmarillion ist die Grundlage von der Elbensprachfamilie. Zuerst hat Tolkien, der ja ein Sprachwissenschaftler war, Sprachwissenschaftler, hat sich zuerst den Sprach gedacht, und zwar der Elbensprach. Er hat dann versucht, ein Welt, ein Fantasy-Welt, ein Epos für diese Sprach zu entwickeln. Und dort ist dann der Hobbit, das Silmarillion und der Herr über die Kringen entstanden. Er hat auch mal gesagt, jed in Sprach beruht in Tiet Ton entwickeln und in Ruhm tun entfallen. Und so käme der to Mittelerde. Ja, und hey, hat sich in seinem Studium viel mit Old English auseinandergesetzt, aber auch mit Finnisch und Walisisch. Finch. Ja, mit Finnisch. Mit Finnisch. Krass. Ja. Ja, und so ist dann die elbische Sprachfamilie entstanden. Darum, wenn Lüse, oh, ich will Elbisch lernen, ja, könnt ihr, aber das ist so, als wenn sie sagt, oh, ich will Germanisch lernen. Ah. Und das gibt ja nicht in Germanisch. Wir haben eine germanische Sprachfamilie, da hören auch Plattdeutsch und Hochdeutsch und Schwedisch und so weiter zu. Und so ist das mit Elbisch auch. Da gibt es die zwei Sprachen, die wir in der Herr über die Kringen finden, das Sindarin und das Quenya. Und da gibt es dann aber eigens auch noch das Tellerin, das Dorianterin oder Ilkorin und das Nandorin. Und das ist eine Familie und Sprachen, die das Elbische utmorgen dort. Und das Quenya und das Sindarin, das sind eben die Sprachen, die in viel auch in der Herr über die Kringen findet. Und das Quenya, da ist die Grundlage echt das Finnisch, aber auch Latin und Altgriechisch. Und wie das Sindarin, da ist Walisisch die Grundlage. Wahnsinn. Ja, das ist echt Äh, Wahnsinn. Was meinst du, also mit Grundlage, also die Grundgrammatik? Oder Ja, was ist, was ja, also meinst du die Grundlage? Grundgrammatik und Wortbilden. Mhm. Tolkien hat ja viele, viele Sprachen für die Herr über die Kringen entwickelt. Also das ist ja nicht bloß Elbisch, das ist das Kustul, das ist die Sprache von der Zwerge oder auch der Swatte-Sprach, das ist die Sprache von den Orks. Dann auch das Entisch. Die Ents sind super, ich liebe die Ents. So kreativ. Ja, ja, aber auch die Gemeinsprachen, ne, von den Menschen immer das Westron, Mhm. was ja so die Gemeinsprach ist, aber auch das Rohirisch, ne, die Sprach von der Lüd von den Pferdemenschen. Und das ist interessant, wie das Rohingrisch, das ist in der Original von der Herr, wir kriegen all Englisch. Aber Tolkien hat eigens gesagt, he hat die Sprach von der rohingischen Lü in Old English übersetzt. Also eigentlich schnackt der auch gar nicht Old English, sondern nur Rohingisch und der ist dann bloß Old English. Aber zum Beispiel der Norm als Theoden, das ist Original Old English für Herr. Ah. Und dann gibt es aber auch noch ein besonderes Sprach, aber die hört wir eigens gar nicht. Und da frage ich dich mal, was denkst du, was Maura Labingi hat? Maura Labingi? Mhm. Ist das Hobbitisch?
über den Ja, Hobbit. Nee, wirklich. ja, Ich dachte gerade so, Kane hätte noch keinen Sprach gehabt. ja. No, Maurala Bingi, das ist Hobbit und das heißt Frodo Beutlin. Ja, Ach, und Frodo Beutling ist denn Englisch übersetzt von der hobbitischen Sprach? ja, das ist all Englisch übersetzt. Wahnsinn. Ja, super spannend. Die Sprache, die Tolkien aber am besten entwickelt hat, und da gibt es auch eine komplette Grammatik für, und das gibt über 5000 Wörter, die hey hinterlassen hat. Das ist tatsächlich das aus der elbische Sprachfamilie. Also für Sindarin, das ist das, was ihn auch am meisten in der Her über die Kringen findet. Oder dann eben das Quenya. Und hey, du kannst auch in Online-Sprachkurs für das Quenya morgen. Nee. Ja, und wie Pons Online gibt es auch ein Wörbuch für Quenya und Sindarin. Hast du mal ein Beispiel oder so? Also ich kann dir mal ein Beispiel für die Unterschiede zwischen Sindarin und Quenya geben. Da ist nämlich besonders, also das fällt auch echt, also nochmal von vorn. Was der elbische Sprachfamilie utmacht, ist, dass der N von der Wör normalerweise Orpen, mit ein Orpen Gatt, mit ein Orpen Snoot end. Mhm. Also auch, als das zum Beispiel in Italienisch ist, also ein Sprach, der ihn gut singen kann. Und das ist genau das Tegendeel von der Swarte-Sprach, der die Orks schnackt, denn diese Sprach ist komplett, komplett mang das Tegendeel, da end die meisten Wör ob Konsonanten, also mit den Sloten gat, mit den Sloten snut. Und wie Sindarin und Quenya ist der größte Unterschied zum Beispiel, dass Sindarin hat das TH, das W, und in Quenya sagst du S, das S. Also für Mond sagst du ob Sindarin Ithil und ob Quenya Isil. Ja, was du noch mal kurz vertellen? Kane schnackt nur der eine Sprach und Kane schnackt der andere Sprach. Weißt du das? Also gibt Du es willst, du willst unterschiedliche das Ding Elbgestimmen? richtig gut holen, ne? Du willst das Ding richtig gut holen. Stunden, so hast du Extended Version. Oh Gott. Also ich habe ja über der anderen elbischen Sprachen schnackt. Der Elben, wenn, also um das Korte Sumto forten, vielleicht kann ein sich noch daran erinnern, dass am Ende von der Herr der Ringe der Elben ja in Westen feuert. Mhm. Und da gäft das all Elben, die sind auch all nur in Westen feuert. Früher. Oder der kommt aus dem Westen und sind dann noch Mittelerde und wer da zu ruhig oder gar nicht hin. Und so kommt der anderen Dialekte oder anderen Sprachen oder Sprachfamilie Elbisch zustande. Und das Sindarin ist eine moderne Variante, also die Variante, die in Mittelerde schnackt ward. Und das Quenya ist aber ein olle elbische Spruch. Also zum Beispiel so als, womit kann ich, mit Gotisch. Gotisch ward Mhm. ja auch nicht mehr schnackt von Dach, aber wir habt eine komplette gotische Bibel von Wulfia, die Wulfila Bibel. Aber nimm's schnackt mehr Gotisch von Dach. Likers sagt wir aber nicht, dass sich zum Beispiel Platt oder Hochdeutsch und Gotisch entwickelt hat. Weil das ist Mhm. nicht richtig, das stimmt nicht. Gotisch wäre ein eigen Spruch und so ist er mit Quenya auch. Und von dachte Lü, also der Elben, die schnackt eben Sindarin, aber die kennt noch Quenya, weil die hat viele Texte und Lieder und Töversprüchen, die ob Quenya sind. Faszinierend. Ja, und das hätte sich diese Kerl gedacht. Ist das nicht irre? Ja. Und Also, ja, ja, ja. ja. Und das ist so, hey, ist ja eigens in Südafrika geboren. Da ist er auf die Welt gekommen. Und so, ich glaube mit 3, 4 Jahren, oder wenn ich das richtig im Kopf habe, bitte sag mir das, wenn ich da falsch bin, ist er erst nach England. Nach England zurückgekommen mit seiner Mutter. Und war dann aber auch früh Waisenkind. Mhm. Und ist dann aber über die Schaul früh mit Sprachen
zusammengeführt worden, mit all Englisch und sowas. Und auch mit, ja, de Sagen und Epen ut Europa. Und der Herr der Ringe, der Herr über de Ring, wie eng sin Versög ein Epos für England zu schaffen. Denn die Deutschen hebt er Nebelungen-Epos. De Lü ut Dänemark hebt er Beowulf. Das Gift blang bi auch ein Übersetzen von Tolkien von Beowulf, lesenswert. Und die Franzosen, die hebt er Roland Slade und so wieder, aber der Lü ut England, der hebt das nicht. Und auch nicht mit der Artus-Sach, oder ist das was anderes? Oh je, oh. Artus Ja. ist komplette Mang Fantasy. Ach. Das ist der Unterschied zwischen ein Epos und ein Sage. Denn ein Sage ist jümmes utdacht. Aber ein Epos hat immer einen wahren Kern. Zum Beispiel bei den Nebelungen, bit ob Siegfried, habt wir für jeden Dor ein Original Mensch, der wir norwiesen könnt. Ja. Und auch bei Beowulf, da gibt es diese Städte, wo er dann in der Drakenkampf dann dort bleiben ist und das gibt diese Fürbestatten, habt wir ja auch mit Boromir. Boromir ist, glaube ich, sein Name in der Herr von der Kring. Also echt gigantisch. Ein Wikinger Seebestatten. Und der habt kurz bevor Tolkien angefangen hat, mit sich der Herr über der Kring Ute Ding habt der in England so ein Schiff gefunden für einen Wikinger Seebestatten. Ah. So, und das ist dann so das Betrecken von Beowulf hin. Mhm. Und das ist eben der Unterschied. Alles, was ein Epos ist, da gibt es einen wahren Kern. Und alles, was ein Sage ist utdacht. Artus, ja, das ist wohl utdacht. Das ist von Dach noch nicht Norwiesen, dass das echt mal ein Artus Pendragon gave. Also, und das ist dann eben kein Nationalepos. Okay, wow. Und Tolkien will das für England schaffen. Ja, und das hängt auch damit zusammen, hey, wer ja Soldaten im Ersten Weltkrieg. Und von diese Eindrücke, die hey da hat hey dann auch diese Schlachten, diese krassen, heftigen Schlachten dann entwickelt. So hätte sie ein Trauma da verarbeitet. Aber hey, nicht, dass der bloß sagt, ja, hey, muss so sein schlechte Traumata da verarbeiten. Nee, hey, aber auch in der Schweiz, in der Schweiz. Und da hey, in ein Tal, in das Lauterbrunnental, und dieses Tal wäre die Inspiration für die Landschaft von der Herr über der Kring. Ach. Ja, also Ja. Leute, googelt bitte mal Lauterbrunnental in der Schweiz. Und dann denkt ihr, oh Gott, warum sind die nur Neuseeland vorher? Ja. In der Schweiz passt das doch auch eins. Schall ich dir vertellen, warum die noch Neuseeland feuert sind? Na? Weil das dort besonders günstig wäre und der ganz viele steuerliche Vorteile gekriegt hat, dort und rein. Ja, das vertell mir noch aber bitte mal. Ja, dann würde das auch eins einschauen. In Neuseeland habt ihr der habt das so subventioniert, die ganzen Filme, weil die auch nur so viel Geld da auch Norden-Film, ja, jümmes noch mit dem Tourismus mockt. Ja, dass das da hingegangen ist. Krass. Levelü, ich habe mir gerade was zu essen in den Mund schauen. Warum kann ich gerade nicht sagen? Ich kicke mal, ob ich einen netten Trivia-Fact habe, den ich sonst an den Film noch. Aber da kommt sonst nichts. Ja, ich habe auch noch so viele Trivia. Ja. Ich habe die das, glaube ich, einmal erzählt. Mit den Hobbits. Ihr habt ja diese großen, haarige Feute. Und das ist gar nicht bekannt, dass Tolkien, hey, wäre ja ein Professor in Oxford und der hat Klausuren von seinen Studenten korrigiert und ob er in Lehre sieht, hätte er dann so schreiben, in a hole in the ground there was a hobbit. Aber
er hätte sich zuerst verschrieben. Oder ich weiß nicht, ob er sich verschrieben hätte, aber zuerst hätte er geschrieben, in a hole in the ground there was a rabbit. Ein Ah, Kninken. Also ja. ein Kaninchen. Und ja, Rabbit, Hobbit, du hörst das all, ne? Hm. Und wenn du die dann noch überlegst, ne? Kninken, die lebt ihr auch in so einem lütschen Bau und mit grotte Familien und dann habt ihr auch diese langhaarigen Fäute. Ach, ja. Ja, das passt. So hat sich irgendeine gute Idee von einem kninkenden Hobbit entwickelt. Aber das Auenland mit den Hobbits, das hat Tolkien auch mal gesagt, ist eigentlich eine Allegorie ob der Mittelschicht von der englischen Lü in Hm. sin Tiet. Also so ein bisschen kommodig, zufrieden, la 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 la. Ja, so da. Herr Wick, die das nur weggenommen? Ich hoffe nicht. Nee, alles gut. Was hast du noch für Trivia? Ja, bist du, möchtest du noch was über Tolkien erzählen, weil sonst würde ich nur tau der Filme so ein bisschen rübergehen. Oh, ich kann, also über Tolkien will ich vielleicht nicht mehr Ah, so viel erzählen, aber ich kann dir noch so viel ja. an. Du, habt ihr noch Tiet? Willst du noch was weiten über den Sprach und der Achtergrund? Machst du noch ein bisschen was von Silmarillion erzählen? Das finde ich so super spannend, was hier sich nur, wo drupp diese hele Welt eigentlich basiert. Also ja, auf die Sprachen und dass dort eine Geschichte rund um die Sprachen geschrieben worden ist, aber wie die Welt so entstanden ist, du. Also, mit der Silmarillion ist es so, das wäre ja seine erste Idee, du achte. Ja, und er hätte aber irgends nicht so richtig gut gefunden. Darum hätte er das auch nicht gut gebracht. Und sein Sohn, also das hätte ich ja gesagt, hätte das all gut gebracht, aber das Silmarillion wäre irgendwie seine erste Idee von Mittelerde. Und er hätte das auch irgendwie genannt, Geschichten und Mittelerde. Und in das Silmarillion, das ist irgendwie eine große Lebensgeschichte. Hm. Ja, über große Leif zwischen der Elben und ja, soll ich das nur eins vertellen? Hm. Ich, ich finde das so schön. Ich kann ja grad, also ich weiß auch nicht mehr so viel über das Silmarillion. Ich weiß nur noch, dass die Welt dadurch entstanden ist, dass Symphonien gespielt wurden. Und dann Mhm. gibt es die Symphonien, die in einer Harmonie sind und eine Disharmonie, weil das jemals die andere Sied geben muss, damit die Welt in Balance blieben deit. Und in dem Podcast, den ich über das Silmarillion gehört habe, hat ein Religionslehrer schon gesagt, dass hey, das Silmarillion nehmen deit in seinem Unterricht Religion bringen, aber ohne der Emotionen dahin. Ach, Also er nimmt das Silmarillion und wies ihn Scheulen durch, okay, so baut sich Religion auf. Und ich finde das einfach so smart, dass ob den Wächter das morgen. ist interessant. Aber Lisa Deit Millet, du hast mir nochmal ein Stichwort gegeben. No, hau gut bitte. Religion. Religion. Hm. Tolkien hätte nämlich auch wie sie in Charakteren Religion, als du so willst, ihn baut. Ah. Mhm. Denn sech die das Wort Gülfer Ginnig wat. Laut mir konnte überlegen, nein. Ja, das ist nicht Schot, weil das ist Isländisch. Oh. Also Gülfer Ginning, das hält so viel als Gülfis Verblendung. Und das ist das erste oder zweite Kapitel ut de Edda. Und zwar Ah, ja. der Edda, der auf Island schreiben will. Und in diesem Kapitel von der Edda gibt das die Vorbilder für Fälle von der Zwerge. Ah. Der war dann nämlich richtig obteilt, nämlich, und da ist so ein Abschnitt über die Zwerge, wo die auf die Welt kommen sind, und dann gibt es einen Oberdwarch und der zweit Oberdwarch, der zweitmächtigste Dwarch, der heißt Durin. Mhm. Lut sechte Völusbahn. Und dann gibt es noch weitere Dwarchen. Der hat Gandalfre, Thorin, Fili, Kili, Tror, Gloin, Oin. Ich muss glaube ich nicht wieder morgen. Der hat Tolkien Iskolle Ute Edda klaut. Ach Mensch. Mhm.
Also auch was Religiöses eigens hätte ja von der nordischen Mythologie klaut. Den Ja. Normen. Und, aber das kann ich noch erzählen. Und dann lohnt ich dir auch noch mal was über die Filme sagen. Das Vorbild für Gandalf hätte ut de Kalevala. De Kalevala ist das Epos von der finnischen Lü. Oh. Ja, und de Kalevala, das ist interessant, da gibt es auch ein Kring, also einen wichtigen Schmuck. Und der heißt Sumpo. Und als in der Herr der Ringe ist, hätte diese Kring ein Bedünen. Und Gandalf wäre in der Kalevala auch ein Tövermann, ein Hexer. Und der hat, okay, ich hoffe, ich kann es richtig gut sprechen, wer einer mö ihnen. Ja, definitiv, voll richtig. Und das wäre das Vorbild für Gandalf. Aber nicht in der Gestalten von der Charakter. Denn dafür, da sind wir wieder in der Schweiz, da hat Tolkien, als er in der Schweiz wäre, nämlich so eine Bildpostkarte gefunden. Und da wäre ein Berggeist auf Bild. Das wäre eine Postkarte mit einem Berggeist, das wäre von einem deutschen Malt. Und da hätte er sogar abschreiben, Vorbild für Gandalf. Ach, Ja, krass. das ist Schrott, dass ich ja, das Bild nicht wiesen kann, liebe Zuhörers, aber wenn ich da obding, denke ich auch, oh ja, da sitzt so ein ollen Mann ob mit einem witten Bart und so ein großen Haut auf dem Kopf und er ist lebt mit den Derten, ja, so als ein sich so ein Töffelmann vorstellt. Ja, ja, wirklich. Dumbledore Gandalf, das ist universell in Sitbohr. Ach, nur Herr wirklich aber nur voll schnacken. Ich wollte ja noch mal über die Filme schnacken. Ja, die Filme. Ich will, also ich muss total sagen, ich muss mich outen. Ich glaube, das gibt jemals so entweder oder Fragen, so entweder Hundemensch oder Kattenmensch. Entweder Haribo Colorado die Sandwich oder die Himbeeren. Und wenn das nur ist, entweder Herr über die Kring oder Harry Potter, bin ich glücklich eher der Potterhead. Von daher, ich habe die Filme her über die Kring habe ich schon sehen. Ich muss total gerne, ich müsste öfter anfangen, weil ich nur über den Inschlafen bin. Und das Bauch oder der Böcke habe ich angefangen als Hörbauch noch mal so lang Bieter hören, weil aber ban nicht schwor ist. Also Day und Game of Thrones habe ich aufgehört, als Hörböcke zu hören. Wo bin ich denn aber trotzdem tot in den Film kommen? Ich habe ja mal vertellt, oder ich wat auch noch näher vertellen, dass ich eine Ausbildung gemacht habe, zur Chemielaborantin. Und so in den ersten Werken kriegt man so ein bisschen so eine Inführung, was das Produkt, das wir herstellt, was mockt das so und was ist Besonderes an diesem Produkt und wo was das so inset. Und normalerweise kommt das in Lebensmittel oder in den Kleber für Tapeten. Und das Produkt, was wir herstellt habt, ist die Lava von Herr der Ringe oder Nee, Herr über der Kring. Ja. echt? Carboxymethylcellulose ist das nämlich. Und das mockt diese Lavastruktur. Und das ist auch das, was der Herr über den Kring und Harry Potter verbinden deit. Denn der Trollrotz in den ersten Harry Potter, so Stein von den Weisen, da steckt Harry doch sein Töverstab in den Näs von den Mhm. Troll, Mhm. trägt den Hut und hätte so einen ekligen Schleimrotz dran. Mm. Das ist Mm. auch, das ist das Silm oder der Silmstoff, der Silmchemikalie quasi, der auch die Lava von der Herr über die Kring ist. Warum sind wir irgendwie wieder bei die Kläranlauch, Lisa? Ah, da klären noch in Gaude Örbeleiten, Kilker. Ich weiß nicht mehr, was ich über die Kläranlauch. Ah, ich habe leider kein schöne Trivia über die Kläranlauch auf New Zealand, aber das so schön ist. Naja, auf jeden Fall bin ich so tau der Filme kommen von den Herr über die Kring. Und ich weiß vorher gar nicht, dass die all die 3 Filme in ein dreit habt. Also Gott, in ein ist vielleicht übertrieben, aber in 8 Teilen Mond habt die dreit. Also wirklich von eins hintereinander weg.
Und für diesen Dreh habt ihr insgesamt 38.000 Kostüme mockt. Wow. Für all die mitspielen, für die heilen Komparsen, die habt über 1000 Pile mockt und 2000 Waffen hat. Das sind Mengen, Massen, dass die doch nicht den Überblick verloren habt, wie so viel Kostüm, kein Kostümtor, kein Gehirn deit. Wahnsinn. Krass. Und da gäb das den einen Orgführer, den Lurs. Und die Schauspieler hat einfach mal 11 Stunden brucht in der Maske. Und dann habe ich so überlegt, Mensch, wenn du allein 11 Stunden in der Maske sitzen deist, dann blifft ja gar nicht mehr so viel Nee. über und rein. Wann ist der denn in eine Maske ringegangen? Nachts um Ja. 1 oder was? Ich habe da nichts davon. Ich dachte auch, dass man vielleicht ein Interview oder so mit dem finden deit, wo das denn überhaupt logistisch so mockt wird. 11 Stunden. Also, 11 Stunden. ja, du musst ja auch mal Pipi. Ja, da sind wir wieder geklärt. Ja, danke für diese Überleitung. Ja, und das ist, okay, wenn du 11 Stunden sitzen deist, musst du vielleicht auch noch 1003 hinkommen. Entschuldige, vielleicht hätte Typ ja auch diese Antuch und Dune hat. Was ist das? Dune, hast du den Film Dune mal sehen? Noch nicht. Also ich habe vor kurzem mal das Original sehen. Das wäre Haare Kost. Und da habt ihr aber so ein Antuch. Und in dieser Antuch kannst du reinschicken und pinkeln und dann kannst du das eten und trinken. Ernsthaft? Ernsthaft. Wahnsinn. Wow. Das ist Claire an Loch 80.0 oder so. Absolut. Boah, das ist mega Pleatsch. Ja. Okay, schön. Zurück zum Thema. Tja, wenn ich nur noch eine coole Überleitung finden würde, tausch Sean Bean. Denn der Sean Bean, der hat ist tierisch bang fährt Pflegen. Ich meine, Hilka, hast du das in Trivia schon einmal gehört? Nee. Die müssen jemals mit einem Helikopter tauden 3 fliegen. Der Sean Bean hat aber so furchtbar bang fährt fliegen, dass er in vollem Kostümmontur 2 Stunden taun Dreh über die Bar geklettert ist. Jed ein Dach, 8 Mond. Oh Gott. Mhm. Und damit so ein. Also ich bin noch nie in so ein Helikopter gewesen, aber ich glaube, ich wäre da so ein bisschen bang für. Ja, ich finde an sich finde ich das ganz cool, aber ich glaube, wenn du wirklich bang bist für Fliegen und wenn hey sogar das Obsig nehmen da jeden Tag mindestens 2 Stunden dahinter wandern in Kostüm, dann muss ich nicht bang werden. Oh Gott. Ja, hey, ja auch grieren könnt, denn der Schauspieler Viggo Mortensen Aragorn, der hat sich das Pferd, das hey für den Drehhaar, hat er gekauft. Einfach weil hey, ja. Und das hätte heiten, Asphalot. Asphalot. Also das wäre sie Ja. ein Eigenpferd. Nur den Dreh, nur den 8 Mond Dreh, können er sich nicht mehr von das Pier trennen. Und jetzt sagt er, okay, hey, kauft das Pier. Ja. Und sonst habe ich noch als letzten Trivia, den ich wirklich bannig witzig finde, das ist wie die Schlacht von Helms Klamm. Da kommt die Urukai. Mhm. Und der Peter Jackson, der Regisseur, hat gesagt, okay, hey Brug, ein voluminöses Geschrei. Hey Brug, so ein richtiges Geschrei von Dusenden und Dusenden Urukai. Wo kriegt er das? Dann ist hey in eine Cricket-Arena gegangen und hat 25.000 Cricket-Fans Ra rumlauten. Hat das aufgenommen. Oh Mann. Ja. Das war so.
der letzte Trivia, den ich einfach richtig schön fand, wo mächtig sich der Look anfühlen wird, wenn du da stehen darfst und dann einfach 25.000 Menschen für die Rahara Farara rot. Ja, das ist abgefahren, ich weiß das. Wahnsinn. Wo ein so kreativ werden kann, das finde ich unglaublich. Ich finde das Das auch. ist so was komplett, ne, hey, das ja nicht komplett oder nix gedacht, aber ja. Ja, und ne, und da denke ich mir auch, also von da, also auch für die Filme, habt sich ja die Lü auch noch mehr Wör und Kram, der in der Grammatik fehlt, haben noch wieder utdacht und auch von da viele Fans, die denkt sich ja auch noch mehr Wör ut. Mhm. Aber ein Familie hat, ein Beruf hat, und ich meine, er wäre ja nun Professor, also er hätte sicher irgendwas zu tun, hätte sich in sein Freizeit so was utdacht. Wahnsinn. Wo kann ein so glaubt werden? Ja, ja. Und Glück, wir könnten auch noch 3, 4, 5 mehr Podcast-Folgen über Tolkien und über die hele Welt von Herr über den Kriegen morgen. Aber wir habt ja noch ganz andere Künstlerische, die sich mal gedacht habt. Heka, möchtest du das mal anfangen? Ja, gern. Mhm. Eigens habe ich gedacht, ich lot die von Enya May It Be raten. Ja. Ja. Aber ich glaube, das weht es wer, das hast du nicht gut gekriegt. Oh, so viel Erbarmen, danke. Ja. Ich habe was scheunt für die Rot gesagt. Mhm. Wieder freundmutig, aber was Rot lauten, weil sonst ist das echt zu licht. Okay. Aber von daher habe ich mir was nicht, wer da Rot sagt. Also, ne? Lü, vielleicht kriegt wir das hinter Lisa in Serie schafft. Oh ja, Hattrick, das schaffe ich nur. Okay, ich fange an. Smucke, smucke dern und Norden. Du hast mein Hart mit en flimmernden Fackel verbrannt. Ich ha en Drom, den nimm's anders sehen kann. Du hast mir umsonst Leve geben. Und nu, piep, 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 piep. Ist da noch Refrain über? Ich kann die nicht gehen lassen. Mein heiles Leben bist du achter mir her. Ich leb die so bannig. I love you. So, das ist Englisch, ne? Mhm. I love you. Was der Refrain noch einmal kurz verlässt? Ich sag dir das Mono komplette Mangel-Refrain. Sollte. Ich kann die nicht gehen lassen. Wie ein heiles Leben bist du achter mir her. Ich leb die so bannig. Weißt du, was ich nur im Kopf kriege? Na? Also, das ist glaube ich falsch, aber ich freue mich gerade so sehr mit dem Song in meinem Kopf. So Cherry Cherry Lady. Lisa! Nee, Sweet. Jetzt habe ich nur Cherry Lady im Kopf. Oh Gott. Vielleicht soll ich mutig das anders übersetzen. Vielleicht mutig das als Schlickerie übersetzen. Schlickerie. Candy? Ja? Candy. Lass mal summen. Schlickerie. Candy. Ich kann die nicht gehen lassen. I can't let you go. Mhm. Nee, komm nicht rum. Aber Lisa, du hast ja nur eigentlich auch gesagt, das Lied, das Late Hate Candy und ist von der grandiosen Iggy Pop. Machst du das noch was singen? Ja, das Smoke dern, und Norden, also beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. Und dann geht es so, Candy, I can't let you go. All my life hasn't been la 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 la. Das ist doch eigentlich das Karaoke-Lied. Okay. Nur weiß ich das. Okay, Lisa. Ich freue mich, ihr müsst noch über Cherry Lady. Ja, das wäre auch gut. Okay, Lisa hat leider den Strike nicht hinkriegen. Mal kicken, was sie für mich hat. Okay, Ja. mal kicken. Mhm. Oh, bist du bereit? Ja.
Denn as bald de Sünn schien deit, schien wie tweete Hopen. Ich hef die Secht. Ich wat hier, jümmes fer die Dor wähn. Und dat ich jümmes din Fründ blieben war. Denn ich hef tau Secht, dat ich dat hier, bit tau dat en, dörstaun wat. Grot nu, wo dat Regen deit, so as nümme do fair. Kannst du die Säke wähn, dat wie us zwei jümmes hebt. Du kannst mit in min Schirm kommen. Umbrella Ja. von Oh Rihanna. Mann. Nur wegen dem letzten Satz, oder? Den Refrain habe ich ja noch gar nicht lesen wollen. Oh, min Lütschen, dat Regen. Komm, Tommy, dat regend. Du weißt, dass du jümmes Tommy kannst. Da, leif. Umbrella, Ja. Ella. Ja. Weitet denn aber irgendwie nicht Parapluie? Parapluie. Ja, das wird an sich, ja, echt schön. Parapluie. Ja, das kann er dann auch beide singen. Schirm, Andermal Parapluie, Ah, wundervoll. Oh, und mit diesem Ohrwurm entlord wie Jaunu in der Taukom-Folge. Higa, was schnackt wie denn eine Taukom-Folge? Ich schnackt weiter über was war nicht wunderbar. Na, wo heißt das umschreiben? Also, wie schnackt über was mit körperlicher Ertüchtigung zu tun hat. Und das kann auch mal ein bisschen länger dauern. Wie schnackt über das Wandern in Deutschland, aber auch gut Deutschland ruht noch ein große Kathedral und der heißt Santiago de Compostela. Genau. Ja, Freitag drauf. Und bis dahin, sagt wie, was das dauert.